Oh, Luster, der Hahn kräht schon. Jetzt mach aber, dass du wegkommst. Also, du treibst das noch, bis dich einer sieht. Ja, ist doch noch früh. Die schlafen doch noch alle. Nee, Wilhelm ist schon nach der Marsch. Er hat gestern Aalkorb gesetzt. Und wenn er dich denn sieht... Ja, dann bin ich eben auf Entenjagd gewesen. Oh, sinnig. Jetzt tritt bloß nicht auf Mutters Blumen. Oh, wie kann sie die auch bloß uns als Fenster pflanzen, du? So, hier. Jetzt mal tschüss, du. Hey, du. Ja, was ist? Nix. Ich wollte bloß noch mal deine süße Zuckersnut sehen. Achso, jetzt hat's aber ein Ende, du Oller Slögentriever, du. Nur guck mal, wie sie schimpfen kann. Du lütte Üzepoch. Üzepoch. Und was bist du? Ja? Oller Windbüdel bist du, weißt das? Junge, Junge, Junge. Was ein Lütt seit Kannicke. Sag mir noch Maul. So ein Groffheit mal auf dem nüchternen Morgen. Ja, auf die Art möchte ich mich auch noch mal schimpfen lassen. Los, Ernst, aufstehen! Der Zeit! Ach, bist du schon zugange, Willem? Wo kommst du denn schon her? Ja, ich hab gestern einen Aalkorb gesetzt. Wollte mal gucken, ob da was in war. Na, hast du was gefangen? Ja, ein Üzepoch und ein Stegelstang, anders nix. Ich sag ja, all das olle Fischen und Jagen ist Nahenkram. Da kommt gar nichts bei raus. Ja, ich hab da ja keine Zeitung versäumt. Nee, aber dein Schlaf kann man tagsüber wohl arbeiten, wenn man nachts unterwegs ist. Jo, welche, die können das ja. Gibt doch eine Menge Leute, die nachts unterwegs sind. Du Willem, sag mal, hast du vielleicht gehört, wann der Bauer heute Nacht nach Haus gekommen ist? Der Bauer? Nee, hab ich nichts von gehört. Was ist das denn? Hätten mir nicht meine Geranien geknickt. Och, da ist die Katze wohl über längst gelaufen heute Nacht. Die Katze, bist verrückt. Guck mal, da ist ordentlich eine Fußspur. Gerade unter Lenas Kammerfenster, was hat das zu bedeuten? Ja, dann bin ich da wohl über längst gepettet heute Morgen. Du? Na, Ja, das tut mir bannig leid. Also ich hol mal eben die Haare und mach das wieder schier. Ne? so was. Lena, kommst du mir auch bald hoch? Ja, Mutter, ich bin gleich soweit. Kram, es ist ja doch. Morgen, Mutter. Morgen. Was ist denn? Auch der olle Dösbaddel von Willem hat mir heute Morgen schon die ganzen Geranien kaputt getreten. Wilhelm? Ja. Ja, guck dir mal die Fußspur da an. Soll man sich da nicht über ärgern? Oh, lass doch, Mutter. Muss gar nicht drauf achten. Warte, ich mach dir das gleich wieder zurecht. Ich komm schon. Sind die Hühner schon raus? Komm, tuk, 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 tuk. Komm, tuk, 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 tuk. Dübel, das haben wir Schäfer ableben können. Selber. Du bist schon dabei? Morgen, Wilhelm. Morgen, Lena. Na, gut geschlafen. Ja, so fest. Ich komm gerade eben erst hoch. So, ja. Und ich habe heute Morgen hier schon die ganzen Blumen kaputt gepettet. Was, du? Ja, als ich wegging, da war das ja noch düster. Da konnte ich da ja leicht mal auf petten, ne? So, so ist das gewesen. Ja, dann ist ja gut. Einer muss das ja wohl getan haben. Und ich hab sachsenbreiten Puckel. Wilhelm, du warst doch schon nach der Marsch, ne? Ja. Ist dir da wohl auch einer begegnet? Ja, das wohl. Was, so früh schon? Wer war das denn? Ich glaube, das war der neue Tierarzt. Guck mal an. Was wollte der denn schon so früh unterwegs? Ja, der war auf Entenjagd gewesen, sagt er. Auf Enten, ja. Und hat er denn auch was getroffen?
Das schien wohl so, dass er was getroffen hatte. Der war bannig, vergnügt. Oh, Herr. Und du erzähl doch mal, was sagt er sonst denn noch? Ja, dann hat er noch ein bisschen geschimpft. Geschimpft? Wieso denn? Ja, er schimpft da was von Ützepock und Lütje Karnickel und sowas daher. Oh, Willem, du hast uns belauscht. Psst. Ich hab nichts gesehen und weiß von gar nichts was ab. Ich hab da hingepettet, nun habe ich das wieder schier gemacht und nun können mich alle an... Nee, den Puckeldol rutschen. Oh, Willem, du bist ein feiner Kerl. Warte, du rasierst jemand einmal die Woche, aber einen Kuss kriegst du nun doch. Ah, so eine Kost habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. Lena, wo bleibst du? Jetzt Mach hier, den kommt der Kaffeetisch von mir. fertig. Komm rein, komm schon. Morgen, Vater. Moin, Bruder. Wilhelm, Jo. stell mir da mal einen Eimer Wasser hin. Bis oben hin voll. Toll, Bruder. Je, Mensch, ist das ein Zustand heute Morgen? Kopfweh? Nee, mir ist bloß ein bisschen düselig hier oben unterm Dach. Ja, da ist ja Kaltwasser immer das Beste, ne? So, hier hast du ihn. Sag mal, ja, kann sie nicht drin waschen. Wie sieht das denn aus vor den Deans? So, ich hab die Büchs doch allein. Sowas schickt sich nicht. Ich hab die Schüssel auch schon auf den Waschtisch gestellt. Nee, will ich nicht. Ich muss meinen Kopf mal in den Eimer stecken, dass ich wieder einen klaren Dülz krieg. Ja, hättest mal lieber nicht so spät nach Haus kommen sollen, ne? Wir hatten doch eine Sitzung, so, du lass mich in Ruhe. Soll man sich nicht ärgern an diesem Kerlsvolk. Ist sie weg? Jo. Du, Wilhelm, komm mal her, guck mal nach, habe ich da ein Loch in der Büchse. Augenblick. Na, wo denn? Ich kann nichts sehen. Ja, hier ungefähr. Ach da, ja. Mann, das ist ja so lütt, das ist bald nicht zu finden. Und das tut weh, Dummy, noch mal zu. Ja, das ist ja wunderlich. Die Loch in der Büchse kann doch nicht wehtun. Nee, du Teufel, aber das Loch da unter im Bein. Oh, ich hab da irgendwie mit den Dornen gesessen. Ja, das heilt ja leicht wieder zu. Das Bein meine ich. Das Loch muss ja nur genäht werden. Ich will mal gucken, ob Lena nicht einen Plünnen hat. Umtütern kann ich ihn wohl. Nee, das brauchen die Frauensleute gar nicht zu sehen. Die fragen ja gleich wieder das Kalb von der Kuh. Tja, dann muss der Tierarzt das ja mal begucken. Der kommt ja heute Morgen. Bin ich ein Ochse? Nee, Ja, wird wohl so wieder besser. ja. Wenn einer mal ein gesundes Blut hat, dann soll das wohl heilen, ne? Gott sei Dank, das habe ich. Zu gesundes Blut. Das schäumt denn ab und zu wohl mal über, ne? Ja, gestern Nacht muss das ja ziemlich geschäumt haben. Wieso? Ja, heute Nacht, als du nach Hause kamst. Wilhelm? Hör mal zu, du hast nichts gesehen, verstehst? Nee, ich bin taub und blind, wenn's da drauf ankommt. Ja. Na, komm mal her, hier, steck weg. So, nu, hör mal zu. Du, Wilhelm, ich hab heute Nacht Malheur gehabt. Ich hab einen Stiefel verloren. Ja, Gott verdorri, so dun warst du doch gar nicht. War überhaupt nicht tun. Das war so ein unglücklicher Zufall. Der Stiefel ist irgendwo in Dreck stecken geblieben. so. Ja, das ist mal bloß, die Frauensleute brauchen das nicht zu merken, verstehst? Ja, aber wenn sie nur heute Morgen deine Stiefel putzen wollen, dann merken die das ja. Ja, da musst du für aufkommen. Echt? Ja, wenn sie gleich beim Kaffee trinken sind, dann holst du den anderen leise aus der Kammer und versteckst ihn. Hm? Nee, dann sind sich ja beide weg. Ja, das sollen sie doch auch! Dann hast du sie eben nach dem Schuster gebracht. Kommst da nur hinter. Ach so, ja, auf die Art. Ja, nun begreife ich das erst. Man muss immer politisch denken, Wilhelm. Ja, das- Ja, nur mal los, hier, komm.
Ist mal fertig? Ja, So, der gleich. Kaffee ist wieder kalt. Ja. Willem wird auf jeden Tag Drömel liegen. So, habe ich noch nichts von gemerkt. Hat mir heute Morgen schon die ganzen Blumen kaputt getreten. Halt. Oh, verdammt nochmal. Was hast du? Ja, ich muss mich erkältet haben. Wenn das bloß nicht Ischias wird. Na ja, kommt von der ollen Rumtreiberei nachts. Kann der doch wohl gesund bei bleiben? Kann ich den Kaffee schon einschenken? Siehst ja, dass ich noch eine Jacke anziehen muss. Hättest mir auch gern Guten Morgen sagen können, nicht? Jesus, Vater, das habe ich doch vorhin schon getan. So, weiß ich nichts von. Was hat Vater denn bloß? Der ist wohl morgen ja bannig quiesig. Na, kannst du doch wohl denken, wenn einer die halbe Nacht unterwegs ist. Was, ich denke, er hatte eine Sitzung wegen der Chausseearbeiten. Im Wirtshaus, ja, das kennt man. Wenn die Kerls mal saufen wollen, machen sie eine Sitzung. So oft kommt das bei Vater ja nun nicht vor. Piepers Gustav, der besäuft sich nie. Und ist doch ein tüchtigen Jungen. Also Mutter, davon wollen wir nun mal still sein. Ich meine, du könntest dir das aber überlegen mit Gustav. Der hat einen eigenen Ach Hof. sieh, da kommt Vater ja schon. Den kann ich ja nur einschenken. Guten Morgen, Vater. Moin. Na, hast gut geschlafen? So, ach, verdammt nochmal. Ach, was ist das heute mal wieder für ein schönes Wetter? Nicht, Vater? So? Oh. Lena, wenn Vater Kopfweh hat, ist es am besten, du bist still. Wer sagt denn, dass ich Kopfweh habe? Na, nach deinen Quaken zu rechnen. Wer quakt hier denn? Ich habe mich erkältet und nun zieht das so ein bisschen im Kreuz, das ist alles. Oh, du, vielleicht kann ich dein Kreuz ja ein bisschen massieren. Das soll ja helfen. Nee, will ich nicht. Wird wohl so wieder besser. Wie ist eure Sitzung denn abgelaufen gestern Abend? Abgelaufen, wieso? Ich meine, was habt ihr denn nur beschlossen? Da war nichts zu beschließen. Das war bloß eine Vorversammlung. Du liebe Zeit. Da müsst ihr dann noch mal eine Sitzung machen? Nee, nun muss das vor den Gemeinderat. Soll die Chaussee denn nur gepflastert werden? Willst du das bezahlen? Na, also ich meine, das wird Zeit, dass die ollen Löcher mal dicht kommen. Der Tierarzt sagt auch, er hätte da neulich bald einen Achsenbruch gehabt mit seinem Auto. Der Tierarzt? Der hat überhaupt nichts zu sagen mit seinen Klöderkasten. Oh, besser so ein als gar kein. Ich möchte ihn schon haben. Dann kannst dich mal in den Kinderwagen setzen und eine Ziege vors Band. Er will sich ja nächstes Jahr ein Neues kaufen, sagt er. Eine beigefarbene Limousine. Ich. Was ist das denn für eine Farbe? So, wie meine neuen Strümpfe ungefähr. Muss er auch nötig haben. Als wenn der seine paar Ferkel sonst nicht mehr kastriert kriegt. Vater! Sonst kannst du ihn noch ein bisschen grober ausdrücken. Was geht dich der Kerl überhaupt an? Wenn die Chaussee für seine Rumpelkiste nicht gut genug ist, dann lass ihn doch zu Fuß laufen. Muss ich auch. Ja, Björn, ich weiß auch nicht, was du immer mit diesem Tierarzt hast. Nun, ich weiß nicht, was ihr immer auf ihn zu schimpfen habt. Ich meine, mich geht da ja nichts an. Nee. Na, dann ist ja gut. Ah, geht das schon wieder los, die olle Klingelei. Oh, bleib mal sitzen, Vater. Ich will schon hingehen. Kannst mal sagen, ich wäre gar nicht da, ne? Du, Na? Piepers Gustav, der wollte heute Morgen gerne mal mit dir sprechen. Ja, was will er denn? Das kannst du doch denken. Ist wegen Lena. Wieso? Sind die beiden sich auf mal einig? Nee, das nicht. Aber ich meine, wir sollten aber so ein bisschen nachhelfen. Dass die denen erst noch anders was in den Kopf setzt. Ach was, das lass die man selber entscheiden. Da stecke ich mich nicht zwischen. Na, ich bin bloß bange, dass sie sich von dem Tierarzt den Kopf verdrehen lässt. Was? Von den Grünschnabel? Da will ich ja anders was, so ein Klatsche von deren. Ja, und darum meine ich, ist es besser, wenn du mal mit Gustav schnackst, Vater. Wenn sie ihn will, ist ja gut. Sonst lass sie man, die findet wohl noch ein. Gustav ist ein guter Jung. Neue Nödelbüchs ist sie. Wenn der so eine junge der nicht alleine rumkriegt, dann kann ich ihm auch nicht helfen.
Aber gar keine Zeit, der Tierarzt kommt noch. Der Hengst, der fing auf mal an zu lahmen. Welcher Tierarzt? Der Junge davon nicht. Ja, genau der. Also nee, und eben hast du doch gesagt, du willst ihn nicht sehen, Vater. Das ist ja nun ganz egal. Hier handelt sich das um mein bestes Pferd. Und da kann ich den alten, halbblinden Dr. Tofal nicht mehr gebrauchen. Ah, dass du dir diesen Schnösel nur noch selbst ins Haus holst. Er soll ja dem Pferd nach dem Bein gucken und nicht der deren. Sie haben eingebrochen heute Nacht. Das ist schon nicht möglich. Wo denn? Bei Schneider-Witt. Der Müller sagt eben Bescheid. Schneider-Witt? Ach, dumm Tüch, da haben Sie doch nicht eingebrochen. Das war ganz schlimm. Witt selbst haben sie halb tot gemacht. Nee. Ja, seine Frau ist schon unterwegs hierher. Du sollst mal schnell nach dem Amt und nach dem Gendarm telefonieren, Vater. Ach, ist ja nicht wahr. Der Schneider ist ja verrückt. Was der Müller sagt, Ach, was doch alles dummes Zeug. Kann doch überhaupt nicht angehen. Ja, ganz gewiss, Vater. Soll ich eben nach dem Gendarm telefonieren? Klar, los. Nix wird telefoniert. Witten, das schnackt doch was her. Also sag mal, Vater, was fällt dir eigentlich ein? Sowas muss man doch melden. Lena, du rufst sofort den Gendarm an. Dami doch mal. Wer ist hier Gemeindevorstand, du oder ich? Dass mir hier kein Mensch ans Telefon geht. Also, du musst das ja wissen. Der Müller sagt, sie hätten den Kerl schon beinahe gefasst. Er hat einen Stiefel verloren oder so. Stiefel, sagst du? Das ist schon zu lachen. Was sagt denn schon ein Stiefel? Den kann ja sonst einer da verloren haben, ne? Da liegen ja 1000 Stiefel auf der Straße rum, ne? Kannst ja bald auf jeden Misthaufen einfinden. Du, das sag nicht. Mitunter haben sie schon Mörder zu fassen gekriegt, wenn er bloß einen Knopf oder sowas verloren hatte. Nicht, Lena? Nu snack du halt von Mörders. Nu ist da schon Mord und Totschlag von geworden. Ja, aber wenn der Schneider doch halb tot ist. Nu sei aber still. Mach von den ganzen Schied kaum nichts mehr hören. Ich glaub, Vater ist heute Morgen ein bisschen nervös, was? Ja, das kommt mir aber auch so vor. Ah, Wilhelm, da bist du ja. Du, sag mal, bist du schon hingewiesen nach dem Schuster? Ja, ich hab sie gerade eben hingebracht. Die müssen beide neu besohlt werden, sagt er. Ja, die waren rein bis auf das letzte Dorf. So? Na gut. Er soll sie mal ordentlich machen, nicht? Auch wenn das ein bisschen länger dauert, sag ich mal, nicht? Sag mal, welche Stiefel mussten denn besohlt werden? Die Stiefel, die ich gestern anhatte. Sind die denn schon durch? Die sind doch vor ein paar Wochen erst neu besohlt. Ja, ich hab da gestern klatschnasse Füße hingekriegt. Ach, die Strümpfe waren aber ganz trocken. Und wenn die Strümpfe 10-mal trocken waren, meine Füße waren nass, hörst du ja. Mit dir ist heute Morgen überhaupt nicht zu sprechen, Vater. Na, Lena, komm, wollen wir mal reingehen. Vielleicht besinnt er sich ja noch. Oh, Vater, dir fehlt da ja ein Knopf von der Jacke. Soll ich ihn dir schnell wieder anlegen? Nee, brauche ich nun nicht. Den leg ihn dir nach dem Mittag fest, wenn du schläfst. Ja, nun mach mal einen Tisch rein. Ja, nur mal langsam. Ich kann nicht alles auf Mal machen. Komm mal mit. Wilhelm, hast schon mal nach dem Hengst geguckt? Ja, hab ich. Der ist genauso noch wie gestern. Er lahmt auf dem linken Achterbein. Ach, verdammt, gerade 8 Tage vor der Körung. Ja. Du hast dem Tierarzt doch Bescheid gesagt, ne? Ja, hab ich. Er wollte heute Morgen schon ganz früh kommen. Ah, gut. Du sag mal, was quakst du da eben von beide Sohlen durch? Hättest ja bald den ganzen Kram mit verraten. Ja, das hat der Schuster ja gesagt. Wieso? Bist du denn hingewiesen? Du solltest den Stiefel doch bloß verstecken. Ja, das habe ich ja auch getan. Aber wenn die den Schuster nun mal gefragt hätten, da habe ich meine eigenen Stiefel für hingebracht. Die hatten das gerade nötig. So, und du soll ich dir die Sohlen bezahlen, was? Och, ich dachte, die leben da so mit der Asseswinsködel oder der Plum. Wenn der ganze Spektakel mal bloß jetzt zu Ende ist, das ist die Hauptsache. Ich hab keinen noch da! Ich glaube, der Spektakel geht nur erst los. Ja, oh, ein Glück, dass du da bist. Ich bin ja ganz aus der Puste. Das ist auch riesig, nicht? Ja, du stell dich nicht an. Was gibt's denn? Was denn los? Ja, weiß das denn nicht? Sie haben doch eingebrochen bei ihr. Ihn haben sie halb tot gehauen, als sie da eben vorbeiging. Dussel! Dich habe ich nicht gefragt. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Ja. Kannst nicht schnacken? Eingebrochen haben sie, umbringen wollten sie uns. Aber wir haben ihn. Hier ist sein Stiefel. Bist du nicht klug? Schmeiß mal den schäderigen Stiefel vom Tisch.
Willst du mir nur sagen, was du hier willst? Ja, Mensch, ich komm doch hier und hab die ganze Zeit... Aber ich bin Gustav, sag du das. Trina, wollt ihr das doch melden? Sie haben heute Nacht bei ihr eingebrochen. Ja, das habe ich mir schon bei 10 Mal gehört. Wieso denn? Und um was denn? Ist doch dummes Zeug, was ihr da schnackt. Wer soll denn eingebrochen haben, Ja, ne? der Kerl mit den Stiefeln. Mit welchen Stiefel? Na, dem diesen Stiefel gehört, den hat er da doch stecken lassen. Das ist doch schon zum Lachen. Den kann mal ja einer hingeschmissen haben. Ne? Der olle Stiefel ist ja nicht mal das Aufheben wert. Oh, ich hab doch gesehen, wie er ihn stecken lassen hat. Ich war doch hinter ihm her und da pettete er da in den alten Muttgraben bei uns im Haus und da blieb der Stiefel stecken. Ja, und dann ist er ausgekniffen. So, in den alten Muttgraben. Schande wert, dass ihr eure Gräben nicht besser sauber macht. Ist das eine Art und Weise? So ein Schweingraben am Haus? Ja, aber nun ist das doch ein Glück, dass da ein Graben war. Nun ist der Stiefel doch ein Beweis, damit man ihn zu fassen kriegen kann. Jawohl, nun haben wir ihn doch. Beweis? Dummtüch, das ist doch lange kein Beweis. Aber gut, nehmen wir den Stiefel mal so lange in Verwahrung. Willem, komm mal her, krieg den Stiefel mal hoch. Und schließ ihn gut weg. Pass aber auf, dass ihn sonst keiner in die Finger kriegt. Das ist eine dienstliche Sache. Das geht auch die Frauensleute nichts an, verstehst? Ich weiß wohl Bescheid, Bauer. Ich will ihn mal in die Hackelkiste schließen, zieh ihm den Schlüssel ab und dann kommt da kein Ein bei. Gut, Willem. Dann ist die Sache ja in Ordnung. Was noch? Hat der sonst noch was? Was noch? Was noch? Peter haben sie einen mit der Axt vom Kopf geknallt. Alles haben sie uns geräubert. Das ganze Geld ist weg. Dann fragst du was noch? Der Kerl soll hängen oder ins Zuchthaus. Und du hast dafür zu sorgen. Dafür bist du der Gemeindevorsteher. Ich will dir mal was sagen, Trina. Du lügst. Was? Ich soll lügen? Wollt ihr hier den Stiefel auf den Tisch gepackt haben? Du meine Schlimm. Mein Mann schlachten sie ab, klauen uns das ganze Geld aus und Kerl noch irgendwie. Und Peter liegt im Bett und hat so einen dicken Kopf. Was war denn los? Was gibt's denn? Trina, was höre ich da bei euch? Haben sie eingebrochen? Jawohl, haben sie eingebrochen. Und Peter haben sie totgestochen. Naja, leben tut er ja wohl noch, nicht? Aber das ganze Geld ist weg. Das ist doch so ein Kerl noch in Lüg. Oh, du tönst ja. Habt ihr überhaupt bloß einen Taler im Haus gehabt? Da hört ihr, wie er mich anschnauzt. Aber er soll das schon merken. Nicht ein Pfennig Steuern können wir nur noch bezahlen. Ihr habt ja das ganze Jahr noch nichts bezahlt. So muss man sich hier schlecht machen lassen. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht hergekommen. Trina, lass mal. Der Gendarm kriegt den Kerl schon zu fassen. Ne? Gendarm? Was soll der Gendarm denn hier? Das kriegen wir wohl allein in Ordnung. Nö. Ich verlange Gendarm. Ja, das wäre ja wohl noch schöner. Wozu haben wir ihn denn? Ich habe auch schon telefoniert nach dem Gendarm und auch nach dem Amt. Was sagst du da? Du hast nach dem Gendarm telefoniert? Was hast du, dusseliger Schlüssel, deine Nase da reinzustecken? Was? Verdammt mich nochmal! Wer hat hier in der Gemeinde das Sagen? Du oder ich? Ich dachte, ich wollte... Du hast überhaupt nichts zu denken. Och, Sie könnten ja mit der dusseligen Geschichte am Puckel runterrutschen. Ja, was hat er denn bloß? Ach, Vater hat heute Nacht gefeiert. Dann dröhnte der Schädel. Komm mal eben erstmal mit rein, Trina. Dass du einen Tass Kaffee kriegst. Oh, Kaffee? Ja. Ja, Du, Tante Gesine, warum soll ich denn nicht telefonieren? Ach, Gustav, ich weiß das auch nicht. Vater ist den ganzen Morgen schon so verdreht. Ach, und ich wollte heute doch gerade mit ihm wegen Lena reden. Ach, das lass doch lieber nach, du. Du kannst ja erst mal selbst noch mit Lena schnacken. Oh, die ist genauso, die redet dann immer ganz von was anderem. Du musst nicht so bange sein, Gustav. Du, wenn du mit ihr vom Tanzen kommst, dann fass jemand ruhig mal ein bisschen um. Alles andere kommt dann von selbst. Ach, das ist doch der neue Tierarzt. Kommt der alte Kerl auch schon bei euch hier ins Haus? Den kann ich auf den Tod nicht aus, den alten Flaps, das ist ja... Guten Morgen, Frau Kreinbach. Morgen. Moin, Piepers. Morgen. Da ist Ihr Mann nicht da. Er hat mir Bescheid sagen lassen, ich möchte mir seinen Hengst mal angucken. Der Pferdestall ist da. So. Ist Herr Kreinbach nicht da, das ist aber dumm. Na, dann finde ich wohl einen von den Knechten. Sie, Guten Morgen, Herr Renken. Guten Morgen, Fräulein Kreinbach. Wollten Sie nach dem Hengst gucken? Dann will ich wohl eben mitgehen. Vater ist bestimmt im Stall. Nee, bleib du mal hier, Lena, ne? Ich werde Vater schon suchen.
Wenn Sie so gut sein wollen, Frau Kreinbauch. Ja, dann kommen Sie mal mit. Morgen, Lina. Morgen. Ich hab dir noch gar nicht richtig guten Tag sagen können. Oh, das können wir ja schnell nachholen, nicht? Morgen, Gustav. Komm, setz dich hier mit ihm hin. Oder wird wohl gleich wiederkommen. Ja, nee, komm, setz du dich mal auch hier ein bisschen mit hin, ne? Du, ich hab keine Zeit, ich muss was tun. Ach, aber für den alten Tierarzt, da hast du Zeit genug. Also, von hier bis nach dem Pferdestall, so viel Zeit habe ich denn wohl für dich. Na, was gibt's denn? Sag mal, Lina, warum bist du mir gestern Abend wieder weggelaufen? Ja, also wenn du mich immer umfassen willst, das mache ich nicht haben. Weißt du, ich bin kitzelig. Ach so. Aber sonst hast du nichts dabei, ne? Nö, wieso? Sonst bist du doch ein ganz netter Kerl. Oh, das sagst du jetzt bloß so. Nee, das ist doch auch so. Guck mal, du säufst nicht, du spielst nicht. Und ich glaube, du hast auch noch nie über die Stränge geschlagen. Nee, das wohl gerade nicht. Ja, was soll ich denn da noch an dir auszusetzen haben? Ja. Du, Lena, ich wollte dich gerne mal was fragen, ne? Ach ja, Gustav, da hättest du nun eher mitkommen müssen. Jetzt bin ich doch mindestens schon 3-mal mit dir nach dem Pferdestall hin und her gewesen. Also jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ach, guck, erzählt euch ein bisschen was. Das ist recht. Komm, oder dann schnack du mal eben weiter. Ich will mal sehen, ob Trina sich erholt hat. Tom, das mach ich schon, ne? Nee. Setz du dich mal hin. Na, wie ist es denn mit euch beiden? Oh, ich weiß wenigstens, dass sie nichts gegen mich hat, ne? Na ja, dann sieh mal zu, dass du da bald mit klarkommst, ne? Ja. Ja, wenn sie bloß nicht so kitzelig wäre, ne? Du Trüffel, du! Das ist doch gerade das Beste an den Dance. Na komm, Trina. Dann geh mal wieder, ne? Trina, meine Güte, wie geht dir das denn, du? Hast dich wieder ein bisschen erholt? Ach, ich armes Mensch, was ich auch alles auszustehen habe. Ja, warte mal, Trina, ich gehe eben mit dir längs, ne? Ach, sieh, das ist nett von dir, Gustav. Ja, Gustav ist ein guter Jung. Wer den mal kriegt, ist er nicht mit betrogen. Ne? Wenn bloß der Gendarm erst da wäre, dass sie den Kerl zu fassen kriegen, ne? Oh, der muss ja bald kommen. Und ich werde auch für sorgen, Trina. Aber ich muss schon in die Küche, nicht? Also tschüss, mein Ding. Ja, tschüss, na Gustav, der komm mal, ne? Trina, du musst dir nichts draus machen, dass Vater dich vorhin so angeschnauzt hat. Du, er meint das nicht so. Arme Peter, ein mit der Axt vorm Kopf. Ist doch kein Ochse, ne? 10 Jahre muss der Kerl dafür kriegen. Ja, wenn sie mal bloß erst hätten. Aber einen Stiefel haben wir ja schon von ihm. Ach, einen Knopf habe ich heute Morgen auch noch gefunden. Ein Knopf, sagst du? Ja. Hat er den verloren? Guck mal, ich glaube, ich habe ihn hier ist er. In der Tasche. Der lag heute Morgen unter dem Kammerfenster. Das ist ja ein Hirschhornknopf. Ja, ist wohl ein von seiner Jacke, ne? Ja, Gustav, dann komm an. Tschüss, Lena. Tschüss, Lena. Tüffel, du. Das war doch der Knopf von Vaters Jacke. Brauchen sich keine Sorgen drum zu machen, Herr Kreinbauch. Übermorgen ist der Hengst wieder kuriert. Und Sie meinen, dass das weiter nichts auf sich hat? Mit dem Lahmen, meine ich. Na, jagen Sie sich mal so ein Dorn vom halben zur lang in die Beine. Dann fangen Sie wohl auch an zu lahmen, was? Ja, da mögen Sie wohl recht mit haben. Nur wo wir den Dolbe gefunden und ihn entfernt haben, nur heilt er schnell. Sie haben aber verdammt scharfe Augen, Herr Renken. Ich habe mir das Bein gestern wohl 10-mal beguckt, Mann. Das habe ich nicht gesehen. Ah, das lernt man. Das ist eben unser Geschäft. Ah, mir geht das ja bloß um die Körung nächste Woche, nicht? Und Sie meinen nicht, dass ich das noch entzünden kann? Oh, das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Ich komme auch gleich noch mal eben wieder. Will ein bisschen Jod überpinseln. Ach, und das hilft gegen eine Entzündung, sagen Sie? Tja, das ist so ein antiseptisches Mittel. Sagen Sie mal, können Sie da nicht mal ein bisschen mehr von mitbringen? Dass man mal was zur Hand hat, meine ich. Doch, können Sie gern kriegen. Sowas kann man ja immer mal brauchen, ne? Auch wenn man selbst mal was hat, ne? So. Ja, ich will das ja gern bezahlen, ne? Ach, Wilhelm, Ja, bringen Sie doch mal eben meine Tasche ins Auto. geben Sie mal her, gerne.
Tja, was ich noch sagen wollte, Herr Kreinborch. Ja. Ich habe doch heute Nacht eine Mütze gefunden. Oh. Ist das wohl Ihre? Was? Wo haben Sie die her? Ja, wissen Sie, ich war heute Nacht auf Entenjagd und als ich dann bei Schneider-Witz Haus vorbeikam, da sah ich, wie Ihnen die Mütze wegflog. Sowas brauchen die Frauen ja nicht gleich zu wissen, nicht wahr? Die Mütze auch. Das habe ich noch gar nicht mal gemerkt. Ja, ging mir ja eigentlich nichts an, aber ich dachte, besser ist besser. Ja, sicher, sicher. Aber was haben Sie sich bloß dabei gedacht, Herr Renken? Aber Herr Kreinborch, glauben Sie, ich habe mich auch schon mal nachts eine Mütze verloren? Ich denke, ein Vollblütler muss ab und an über die Stränge schlagen. Ja. Bloß die Lahmen kracken die gehen immer fromm im Geschirr, was? Mensch, Herr Renken, das haben Sie aber fein gesagt. Sagen Sie mal, dann schlagen Sie wohl auch ab und zu mal über die Stränge, was? Wenn das sein muss, warum nicht? Dann hatte das mit der Entenjagd heute Nacht wohl auch was auf sich. Es deckt wohl Lütsche sollte deren Achter, ne? Kann man nie wissen, Herr Kreinborch. Junge, das Volk heutzutage, was? Also, wenn ich der Vater wäre, ich sag Ihnen, die Lütsche Büchs runter und ordentliche welche hinten vor, das kühlt ab. Aber wir sprechen da nicht drüber, nicht wahr? Nee, wir beiden verstehen uns, nicht? Ein Sünder den anderen, so ist das. Schlagen Sie ein. Ja, mit Vergnügen. Auf Wiedersehen, Herr Kreinborch. Wiedersehen, Herr Renken. Tschüss, bitte. Dieser Renken, den Kerl kann was. Wenn er anders mal auch ein Windbeutel ist. Ja, besser ein Windbeutel als ein Traunbüdel, ne? Ja, das meine ich auch. Ja, du, aber nun müssen wir sehen, dass wir die vertrackte Schneidergeschichte wieder in Ordnung kriegen. Hast du den Stiefel gut weggeschlossen? Ja, hab ich. Mann, was das auf sich hat, da komm ich noch nicht achtern. Ist auch gar nicht nötig, Wilhelm. Ne? Nee, aber nur hör mal zu. Du, da liegt doch hinten in der Scheune noch so ein alter Stiefel von den Landstreichern, die da mal geschlafen haben, ne? Ja, der soll da wohl noch liegen. Du pass mal gut auf. Nu nimmst du den Stiefel aus der Hagelkiste raus und schließt ihn weg in deinen Koffer, verstehst? Den Stiefel aus der Hagelkiste in meinen Koffer. Und den Landstreicherstiefel, den packst du in die Hagelkiste. Und wenn dich einer fragt, ganz egal, ob das nun Gendarm ist oder sonst irgendeiner, dann weißt du von nix. Hast du das begriffen? Ja, begriffen habe ich das wohl. Gauner, du. Na, komm her, hier ist ein Taler. Und dann stellst du dich zur rechten Zeit dumm. Das kannst ja wohl, nicht? Ja, im Dummsein, da ist mir so leicht keiner über. Du, ein Auto. Guck mal nach, wer das ist. Ich glaube, das ist der neue Amtshauptmann. Donnerschlag. Der Gendarm sitzt bei ihm im Wagen. Da hat wieder ein Schied ein. Aber gut, lass sie mal kommen. Hey, ist der Gemeindevorstand zu Haus? Jawohl, der Gendarm, der ist da. Siehst du eigentlich schon aus? Ja, ist gut, Wilhelm. Du, halt dich ein bisschen auf dem Hof auf, dass du zur Hand bist, wenn ich dich brauche, nicht? Ja, der Weg. Zieh schnell eine andere Jacke an, da fehlt ja ein Knopf. Dummtüch, ich bleib wie ich bin. Ja, aber Vater, der Gendarm kommt doch, wie sieht das denn aus? Ja, wer mich so nicht angucken will, der kann das ja lassen. Vater, ich bitte. Deren halt deinen Rand, kommst hier nicht wieder ins Haus. Oh, du kannst mal ein gutes Frühstück parat halten, nicht? Also, wenn du das denn nicht anders willst, also meinetwegen. Dann mal los, mein Gau. Morgen. Morgen. Sind Sie hier der Gemeindevorstand? Jawohl, das bin ich. Kreinborch ist mein Name. Amtshauptmann Kröger und das ist Wachtmeister Stint. Aber die Herren kennen sich wohl. Ja, wir kennen uns. Moin, Herr Gendarm. Moin, Herr Kreinborch. Das ist ja eine unangenehme Sache, die Sie uns da durchtelefoniert haben, Herr Kreinborch. Tut mir leid, dass ausgerechnet bei meinem Dienstantritt hier im Amt so etwas passieren muss. Wohl eine etwas unsichere Gegend, was? Oh, das kann ich gerade nicht sagen.
Bis auf eine kleine Prügelei ist hier anders nie was passiert, Herr Amtshauptmann. Na, ich habe mir jedenfalls vorgenommen, hier sofort mal ganz energisch durchzugreifen. Haben Sie denn schon irgendeinen Verdacht? Ich? Nee. Ich muss leider sagen, ich habe überhaupt keinen Verdacht. Das ist ja dumm. Ja, ich hätte Sie ja am liebsten mit der ganzen alten Geschichte gar nicht belästigt, Herr Amtshauptmann. Aber ich bitte Sie, Kreinborg, da kennen Sie mich aber schlecht. Ein für allemal. Geben Sie mir immer über alles, was hier in der Gemeinde passiert, sofort Bescheid. Amt und Gemeinde müssen auf jede Weise zusammenarbeiten. Ja, an mir soll das nicht liegen, Herr Amtshauptmann. Na, dann können wir ja gleich an die Arbeit gehen. Wollen Sie wohl eben mit uns fahren, damit Sie uns das Haus von Schneiderwitt zeigen können? Da müssen wir wohl schon zu Fuß laufen, Herr Amtshauptmann. Fahren kann man noch nicht. Nee, da bleiben Sie im Schiedstecken. Aber solche Eile hat es ja nicht. Sie müssen nach der Fahrt doch erstmal eine schöne Tasse Kaffee haben. Hey, So setzen Sie sich ist mal das. eben mal hin. Nein, 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 das tut ja nicht nötig. Ist ein Augenblickssache, ist gleich fertig. Lena! Das wollte ich nun ja eigentlich nicht. Ich möchte Ihnen raten, das nicht sofort abzuschlagen, Herr Amtshauptmann. Hier muss man überall Kaffee trinken. Wohin man kommt, das sind die Leute nun mal so gewohnt. Naja, wenn es dann nicht zu lange dauert. Sagen Sie mal, Kreinborg, hinkt der ein bisschen oder habe ich mich da versehen? Nö, das wüsste ich nicht. Der geht anders wie Gassenbaum. Sie kennen ihn doch schon länger. Was halten Sie von ihm? Ein aufrechter und ehrlicher Mann, wie es scheint. Ja, das wohl. Aber mit Verlaub zu sagen, er hat das mitunter knüppelig an den Ohren sitzen. So, nun ist alles fertig. Komm mal zu, Lena, nun deck mal schnell eben auf. Ja, aber doch bloß eine Tasse Kaffee, mehr doch nicht. Das ist meine Tochter. Kröger. Ja, aber bleiben Sie doch sitzen, Herr Amtshauptmann. Danke. Ja, das tut mir ja nun leid, dass wir Ihnen so viele Umstände machen, Fräulein Kreinborg. Das macht doch nix. Nach so einer Fahrt, da schmeckt das wohl. Sie müssen doch schon ziemlich durchgeschüttelt sein. Naja, die Chaussee hierher, die hat ja barbarische Löcher. Nicht so voll, Fräulein Kreinborg. Das sind so große Tassen. Oh, Kaffee genug. Ich gieß gleich noch eine Kanne wieder auf. Nein, ja nicht. So viel Zeit haben wir ja gar nicht. Ach, was, Zeit genug. Langen Sie mal tüchtig zu. Ein schlechter Esser ist auch ein schlechter Arbeiter, sagen wir. Ja. Ja, aber nur ein kleines Stück. Ach, was, kommen Sie mal her. Hier, gucken Sie mal. Selbstgeräucherter Schinken. Halt. Na, Herr Gendarm, auch mal probieren. Ja, wenn es geht, Ja, bitte, ja. Sagen Sie, Herr Kreinborg, Sie wissen doch sicher schon einigermaßen Bescheid über diesen Einbruch. Wie hat sich das denn alles zugetragen heute Nacht? Tja, Herr Amtshauptmann, das weiß wohl leider kein Mensch. Das war ja stockdunkle Nacht, als das passierte. Nicht? Ja, ich meine, ist da denn viel Geld weggekommen? Geld? Ach was. Aber Sie essen ja gar nichts. Kommen Sie mal her, reißen sich mal ein ordentliches Stück Mettwurst runter. So, und dann schön dick Butter auf, anders rutscht das ja nicht, ne? Na, Herr Gendarm, kommen Sie her, sollen auch nicht leben wie ein Hund. Ja, danke, Herr Kreinborg. Danke. Ja, wir müssen das mal ganz genau absuchen. Nachher, irgendwelche Spuren werden ja sicher zu finden sein. Ach, ich meine, da sollen Sie sich gar nicht den Kopf so heiß machen, Herr Amtshauptmann. Das ist die ganze Geschichte am Ende gar nicht mal wert. Ich bitte Sie, Herr Kreinborg, schwerer Einbruch, alles ausgeraubt, der Mann mit der Axt niedergeschlagen, das haben Sie uns doch heute Morgen selbst durchtelefoniert. Noch ein Lütchen Köln dazu. Oh ja. Ein ordentlich scharfen, nicht? Der gehört dazu wie der Deckel auf dem Pott. Nein, nichts mehr, gar nichts. Sagen Sie, Herr Kreinborg, es könnte angehen, dass wir nachher Leute brauchen, um die Gegend abzusuchen. Dabei helfen Sie uns dann sicher, nicht wahr? Ja, können Sie sich ganz auf mich verlassen, Herr Amtshauptmann. Sie da, unser neuer Amtshauptmann. Guten Morgen. Morgen, Herr Renken. Ja, wie kommen Sie denn in diese Gegend? Ich sitze hier schon ein halbes Jahr als Tierarzt. So, Herr Renken ist ein alter Bekannter von mir. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Ist aber nett, dass Sie uns gleich mal besuchen. Ja, wir sind dienstlich hier. Leider eine unangenehme Sache, der Einbruch bei Witt. Sie haben sicher schon davon gehört. Ach so, darum. Naja, dann viel Vergnügen damit. Ja, wir haben nur noch gar keine Zeit mehr. Wir wollten gerade zu Witt. Herr Kreinborg, wollen Sie uns wohl eben den Weg zeigen? Gern. Zu Witt? Ja, da kann ich Sie doch eben mit meinem Auto hinfahren.
Ja, ich denke, die Straße ist nicht zu fahren. Ist sie auch nicht. Aber ich gucke mit meinem Kohlenkasten mal auf dem Fußweg längs. Das Fahren auf dem Fußweg ist aber verboten, Herr Renken. Nee, ist ein Privatweg. Über Herrn Kreinbors Ländereien. Der erlaubt uns das sicher. Ja, fahren Sie mal ruhig über längs, das macht nichts. Ja, können wir da denn zu dritt drin sitzen? Ja, den Herrn Wachtmeister setzen wir hinten auf den Notsitz. Ja, dann geht das. Naja, versuchen können wir es ja. Dann kommen Sie, Mann. Auf dem Notsitz. Herr Wachtmeister? Ja? Na! Herr Kreinbor, ich komme auch gleich noch mal eben wieder und zeige Ihnen das mit der Pinselei. Ne? Ja, ist recht, Herr Renken. Ich bleib hier so lange am Haus. Hey, Willem! Ja, was geht? So, den ersten Schauer haben wir hinter uns. Du, sag mal, hast du den Stiefel in der Hagelkiste umgetauscht? Schon besorgt. Und den alten Landstreicherstiefel, den habe ich erst noch ein bisschen in die Mistkuhle gestippt, dass er richtig quatschnass war. Gut. Und hast die Hagelkiste doch abgeschlossen, ne? Ja, Schlüssel habe ich hier in der Tasche. Gib's nicht aus der Hand. Nee, da will ich wohl klar mit werden. So, dann gehen wir erstmal wieder los, ne? Ja. Wollt mal sehen, was da beruht bröt, was Willem? Ja. Papa? Sind die Herren schon wieder weg? Oh, siehst du ja. Wenn sie bloß nicht gesehen haben, dass dir da ein Knopf an der Jacke fehlt. Ja, und wenn Sie das gesehen haben, ist das auch noch so. Ja, Vater, das ist bloß... Trina Witt hat heute Morgen einen Knopf gefunden von dem Einbrecher. Genauso ein wie der an deiner Jacke. Wenn Sie denn womöglich glauben, dass Ach, du sei bloß von der verdammten Witschen still. Mach ich nichts mehr von hören, Dummy, nochmal. Wisst ihr schon Bescheid? Der Amtshauptmann ist im Dorf und den Gendarm, den hat er gleich mitgebracht. Ja, du Tüffel. Und wenn du nochmal telefonierst, was dich nichts angeht, dann will ich dir anders was. Du Torfkopf! Was soll das denn? Oh, muss dir nichts bei denken, Gustav. Vater meint das nicht so. Ja, du, das hat er aber, glaube ich, doch eben so gemeint. Oh Mann, ich hab so eine Angst. Und mein Herz, das klopft. Oh, Lena, du brauchst doch keine Angst zu haben. Also nicht anfassen, Gustav. Ich hab's dir doch gesagt. Mann, nu haust du mich auch schon. Oh, Gustav. Oh, Gustav, du musst mir mal einen Gefallen tun. Willst du? Ja, wenn du denn ein bisschen nett zu mir bist. Gustav, fahr mal schnell mit dem Rad nach Schneiderwitzhaus. Du kannst mein Rad nehmen. Und dann sagst du, Trina... Die ist nicht da, die sitzt noch bei Kübers. Ja, dann fährst du dahin. Trina hat uns doch vorhin einen Knopf gezeigt. Hast du den wohl gesehen? Ja, den sie gefunden hat, meinst du? Genau den. Den lässt du dir mal zeigen von ihr, verstehst du? Und dann vertauschst du ihn mit diesem. Ja. Wenn sie das dann aber nicht will. Das soll sie doch gar nicht merken. Du nimmst ihn in die Hand, drehst dich mal eben rum und dann gibst du ihr den anderen dafür wieder. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich das. Ja, und wenn ich das tue, kriege ich dann auch einen Kuss von dir? Naja, also meinetwegen. Du fahr mal schnell zu. Das Rad steht da hinten. Ja, ich bin gleich wieder hier. Sollst mal sehen, du. Ich warte hier draußen auf dich. Du, Lena. Sag mal, hast du den Schlüssel aus der Hagelkiste gezogen? Nö, bin ich gar nicht bei gewesen. So was, ich will eben ein bisschen Hagel haben. Ist der Schlüssel da raus? Willem hat doch Pferde gefüttert, der müsste das doch wissen. Willem! Ja, alles los. Dann komm mal her. Ja. Du hast dir den Schlüssel aus der Hagelkiste gelassen. Den Schlüssel? Ja, den Schlüssel. Du hast ja schon Pferde gefüttert, das steckt da doch noch drin. Ja, das steckt er da noch drin. Ja, und wo ist er nu? Nur einmal in der Tasche. In der Tasche. Ich hab mich bei Dota nachgesucht, den lang ihn doch her, du Dussel. Nee, das darf ich nicht. Der Bauer hat gesagt, ich soll ihn nicht aus den Fingers lassen. Sei ja unklug. Da sind doch keine Talers drin. Talers nicht, aber der Stiefel. Was für ein Stiefel? Was? Der Einbrecherstiefel. Ja, Trina wird ihr Stiefel. Oh Gott, nee. Der olle schädderige Stiefel in der Hackelkiste. Ich sag ja, wenn die Menschen verrückt werden, kriegen sie das zuerst in den Kopf.
Und dort lift er den noch meist in Besitten. Du, Willem, sag mal, was hat das alles zu bedeuten, du? Mit den Stiefeln? Och, das hat weiter nichts auf sich. Willem, du warst doch heute Nacht unterwegs. Ja. Hast du nicht gesehen, wie Vater nach Haus kam? Doch, habe ich wohl gesehen. Du, wo kam er denn her? Von draußen. Mann, nun mach mir nichts vor. Sag mal, was ist das bloß mit Vater? Er ist heute Morgen so sonderbar. Oh, das ist jeder Mensch, wenn er nachts mal unterwegs gewesen ist. Das heißt, wenn er beim Lütje Dirn war, dann ist das was anderes. Dann ist er meist höllisch vergnügt. Willem, dass du bloß nichts verrätst, hörst du? Ach, Lena, du weißt doch, ich bin taub und blind. Na. Taub und blind. So schlimm ist er auch wieder nicht, was, Willem? Ja, muss wohl so sein. Ich hab hier heute Morgen vor Tau und Tag die ganzen Blumenzweige pettet. Direkt unter Lena ihrem Kammerfenster. Was? Da unterm Fenster? Ja, wie kann's angehen, wa? Soll man doch meist denken, ich wollte mein Lütje Dirn einsteigen, was? So einen alten Knochen als ich. Also, Willem, jetzt bist du aber still, du. Ja, das sollte ja auch bloß so ein Lütchen Wink mit dem Zaunpfahl sein, Herr Renken. So. Na da. Dann kauf dir mal ein bisschen Augenwasser, dass du das nächste Mal besser gucken kannst. Ja. Dübel noch mal. Hat der uns heute Nacht wohl belauscht? Lass ihn, mir ist nur bald alles einerlei, du. Mir aber nicht. Du, dein Vater hab ich schon halb rum. Ich hab so eine Angst um Vater, wenn er bloß mit der ollen Einbrecherei nichts zu tun hat. Na, mach dir mal keine Sorgen drum. Du sollst sehen, gerade diese Geschichte bringt uns am Ende so zusammen. Lina, ich hab ihn schon! Oh. Du hast Besuch? Tag, Herr Piepers. Tag. Herr Renken wollte bloß nach unserem Hengst gucken, Gustav. So? Aber der ist doch im Pferdestall, so viel wie ich weiß. Am Kanarienvogelbauer kann er ja auch schlecht sitzen, nicht? Das ist ja ganz dummer Schnack, ist das ja. Willem, ne, Gustav, bring das Rad mal schnell wieder nach dem Stall, ne? Wieso? Das kann doch ruhig stehen bleiben. Das hat doch keine Eile. Jawohl hat das Eile. Also, wenn das mal regnet, dann rostet das. Das regnet ja gar nicht. Nee, wenn ich nächstre bin, dann bleibt das erst durch. Sie wollten auch nach dem Hengst gucken, meine ich. Och, der ist fest angebunden. Der läuft nicht weg. Ich unterhalte mich ganz gern mal. So? Ich aber nicht. Vater kommt schon, Herr Renken. Tja, tut mir leid, Herr Piepers, aber nun habe ich leider keine Zeit mehr für Sie. Gott sei Dank. Komm, Gustav, gib ihm schnell den Knopf her. Ja, du weißt ja, was du mir versprochen hast. Eher gebe ich ihn nicht aus der Hand. Ah, so, dann behalt ihn so lange, bis ich ihn brauche. Was? Wieso? Lena! Ach, Herr Renken. Na, haben Sie den Kram mitgebracht? Alles da. Nun können wir das gleich überpinseln. Ja, ich glaube, der Hengst, der ist schon ordentlich was munterer geworden. Sagen Sie mal, und das Zeug, das kann man auch gebrauchen, wenn man selber mal solche Stelle hat, nicht? Tja, können Sie da ruhig mit überpinseln. Dann entzündet sich das nicht so schnell. Aha. Was ich sagen wollte, Herr Renken, ja, das ist ja eigentlich ein bisschen viel verlangt, aber ich habe mich doch gestern gepiept. Ja, das muss schon ein Dorn oder ein Nagel oder sowas Ähnliches gewesen sein. Das ist man bloß, ich komme da selber so schlecht an. Tja, dann zeigen Sie doch mal her. Wo ist das denn? Tja, Herr Renken, das ist man gerade so eine genierliche Stelle, das macht man gar nicht sagen. Aber Herr Kreinborg, unter uns Männern, Ja? Ja. Also gut. Das ist ja just achtern auf der Back. Was da? Aber wissen Sie was, Herr Kreinborg? Wir gehen hier so ein bisschen an die Seite. Ja, in die Scheune. Und da ziehen Sie dann eben blank, ne? Das ist mir ein Vergnügen, dass ich Ihnen da helfen kann. Aber warten Sie mal einen Augenblick. Hey, Philipp! Ja, Uwe. Du, hör mal, ich habe mit Herrn Renken da in der Scheune was Wichtiges zu besprechen. Kannst mal eben aufpassen, dass da keiner reinläuft? Ja, das will ich gerne tun. Ja gut, ja, dann kommen Sie mal eben, Herr Renken. Ja. So ein Blickskerl.
Der kriegt den Alten wahrhaftig noch rum. Aber was wollen die bloß in der Scheune? Können Sie nicht hören? Ach, Herr Gendarm, entschuldigen Sie, Mann. Rufen Sie Herrn Kreinbauch mal her. Herr Kreinbauch, das geht nicht. Der wird gerade, der hat gerade, nein, der ist gerade im Augenblick nicht da. Der kommt aber sofort zurück. Na, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können dann inzwischen schon das Protokoll aufsetzen. Wachtmeister, ich sage Ihnen, das wird eine ganz große Sache. Einbruch, Körperverletzung, vielleicht sogar Mordversuch. Da müssen wir ganz scharf auf dem Posten sein. Dumm, dass die Frau nicht zu Hause war. Ja, aber telefoniert haben Sie doch, ja? Jawohl, alle 3 Gemeinden benachrichtigt. Der Kerl kann ja nicht weit kommen, wenn das stimmt, was die Nachbarn da von dem Stiefel erzählen. Der Stiefel, ja. Es ist sonderbar, dass Kreinbauch uns davon gar nichts gesagt hat. Naja, das können wir ja leicht gewahr werden. Herr Wilhelm, kommen Sie mal eben her. Ja, was ist los? Sagen Sie mal, war die Frau Witt nicht heute Morgen hier? Frau Witt, ja, das ist aber schon eine Zeit her. Wissen Sie vielleicht, wo die geblieben ist? Zu Hause war sie nicht. Ja, dann soll sie wohl noch bei Kübers sitzen. Ja, ich will gar mal gucken, ne? Moment mal, hat Frau Witt heute Morgen einen Stiefel hierher gebracht? Stiefel? Wie meinen Sie das? Den Stiefel, den der Kerl heute Nacht in Ihrem Graben hat stecken lassen. Ja, das kann angehen. Wissen Sie vielleicht, wo Herr Kreinborg den gelassen hat? Herr Kreinborg? Ja, der hat den gar nicht gehabt. Der hat ihn nicht gehabt? Ja, wo ist er denn geblieben? Ja, wo ist der geblieben? Wo ist der geblieben? Ach ja, der liegt auf der Diele in der Hackelkiste. In der Hackelkiste? Ja, was soll das denn? Ja, das soll ich ihm einschließen, dass da kein ein bei konnte. Ja, zum Teufel, das hätten Sie uns doch vorher sagen können. Ja, so haben mich ja nicht danach gefragt. Holen Sie uns den jetzt schnell mal her. Ja, wenn ich Ihnen dann Gefallen mit tun kann, gerne. Ja. Hierher, nur mal Ja, los. ich bin ja schon unterwegs. Ja. Das ist ja ein schrecklich töffeliger Kerl. Wenn er sich nicht bloß so stellt, heißt das. Naja, die Hauptsache ist ja auch, dass wir den Stiefel kriegen. Ja, damit sind wir schon ein großes Stück weiter. Nun haben wir die Chausseen ja alle 3 besetzen lassen, dann brauchen wir bloß noch den Wald abzusuchen. Richtig. Wenn Kreinborg zurückkommt, müssen wir zusehen, dass er uns Leute gibt. Wachtmeister, das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir den Kerl nicht kriegen würden. Der ist wohl so gut wie geliefert. Ja. So, da ist der Stiefel. Ah, vorsichtig, der ist ja bis oben hin schittig. Ja, der hat ja auch in Mundgraben gestochen. Gesteckt. Doch, das Silbige. Ja, ist ja schon gut. Wir brauchen Sie jetzt nicht mehr. Sie können jetzt gehen. So, ich schau. Hier, nun mal los, nicht? Ah, da kommt Herr Kreinborg ja schon. Wir sind noch mal wiedergekommen, Herr Kreinborg. Sie hatten uns ja gar nichts von dem Stiefel erzählt. Von Stiefel? Ach so, oh ja, da müssen Sie entschuldigen, Herr Amtshauptmann, aber ich habe heute Morgen schon so viel Aufregung gehabt. Da kam ein zum anderen. Ja, mein bester Hengst, da lahmte, aber Herr Renken ist ein tüchtiger Kerl, dem habe ich wirklich allerhand zu danken. Ja, so schlimm ist es nur auch wieder nicht. In ein paar Tagen ist alles wieder vergessen. So. Und das ist nur das berühmte Corpus Delicti. Wenn so ein alter Stiefel erzählen könnte, ne? Da wird sich mancher wundern, was der für Geschichten zu erzählen hätte. Jedenfalls liegt der Fall ganz klar. Wir haben die Spuren schon untersucht. Der Kerl ist von der Gartenseite durchs Fenster eingestiegen. Was? Zu Witts Tochter? Wieso? Hat Witt denn eine Tochter? Ja, das stimmt. Ein bisschen leichtsinnige Person, aber die war gar nicht zu Haus. Was? So ein verdammter Racker. Wo war die denn bloß? Die war gestern zufällig verreist, sagten die Nachbarn.
Da hab ich ja gar nichts von gewusst. Sowas aber auch. Das kommt also nicht in Frage. Der Kerl stieg ein, sag ich. Witt hat ihn überrascht. Der Kerl schlägt ihn nieder und läuft weg. Durch den Garten, über den Graben, nach der Chaussee zu. Das liegt alles ganz klar nach den Spuren. Frau Witt soll ja noch gesehen haben, wie er den Stiefel im Graben stecken ließ. Ja. Und jetzt kommen Sie, Herr Kreinborg. Ich? Jawohl. Sie müssen uns sofort eine Mannschaft stellen, dass wir den Wald absuchen können. Ohne Stiefel kann der Kerl doch nicht weit gelaufen sein. Ach, so meinen Sie das? Ja, Wachtmeister, was meinen Sie? Wie viele Leute brauchen wir? Ich denke so 20 bis 30 Mann. Was, so viel? Ja, wo soll ich die denn so auf den Sturz herkriegen? Herr Kreinborg, Sie sind doch Feuerwehrhauptmann. Ja, ich würde an Ihrer Stelle einfach die Feuerwehr alarmieren. Die Feuerwehr? Ja, Mensch, das ist ja auch wahr. Das sind alles fixe Kerls. Mit denen suche ich den ganzen Wald ab. Und wenn da keiner drin steckt im Wald, dann kann man ja leider nichts machen, nicht? Dann lass den ollen Kerl doch in Gottes Namen laufen, so wohin er will, nicht? Wir haben unsere Pflicht denn ja getan. Ja, die Feuerwehr, ich weiß nicht recht. Wachtmeister, was meinen Sie? Wäre vielleicht noch das Beste, denn sind die Leute gleich da. Hier eher je besser, meine ich. Ja, sicher. Ich will sie mal gleich zusammentrommeln, nicht? In 10 Minuten sind wir brav. Lena! Soll man noch nicht für möglich halten, was so ein alter Stiefel alles anrichten kann, ne? Gucken Sie mal. Er zieht richtig eine schiefe Schnute. So freut er sich über den Kram. Für derlei Scherze ist die Sache doch wohl reichlich ernst, Herr Renken. Reichlich ernst? Ja. Da haben Sie wohl recht mit. Vater schickt mich. Soll den Herrn Lütten einschenken. Ja, aber Fräulein Kreinborg, das hätte doch nicht nötig getan. Ihr Vater denkt wohl, das gehört zur Feuerwehr dazu, was? Darf ich Ihnen helfen? Danke. Das geht wohl schon. So geht es aber besser. Meine Herren. Ach, trinken Sie wohl auch einen mit Fräulein Kreinborg? Oh, nee, danke, der ist mir viel zu scharf. Der Glückwig. Junge Derns möchte lieber einen Söken, was? Das kommt drauf an, von wem, Herr Renken. Ja. Das haben Sie ihm gut gegeben. Auf Ihr Wohl dann, Fräulein Kreinborg. Okay. Ich mein's auch. Prost. Prost. Mein Gott, was ist das denn? Alarm für die Feuerwehr. Ach so, ja. Ja, was soll das denn? Ja, Ihr Vater ruft die Leute zusammen. Wir wollen den Wald absuchen. Oh Mann, ich krieg immer so einen Schreck, wenn ich das Tuten höre. Ich glaube, da kommt Frau Witt angelaufen. Dann wollen wir hören, was sie auszusagen hat. Ich nehme an, dass wir mit der Sache jetzt schnell zu Ende kommen. Schnell zu Ende. Passen Sie mal auf, wenn Trina Witt kommt, dann geht das Spektakel erst richtig los. Nun mal ruhig, Frau Witt, setzen Sie sich erstmal hin, ja? Ja, wir hätten Sie in dieser Sache gerne vernommen. Was will Amtshauptmann Kröger ist mein Name. Herr Amtshauptmann, das war ja schrecklich heute Nacht, nicht? Also unser ganzes Geld ist ja weg und mein armer Peter mache ich ja gar nicht am Denken, wenn mein armer Peter nun tot wäre, nicht? Gewiss, liebe Frau Witt, ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Und Sie können versichert sein, dass wir alles tun, um den Fall schnell aufzuklären. Wir haben zum Glück auch schon eine Spur. Ja, der kommt doch ins Zuchthaus, nicht? Ja, vielleicht haben Sie auch schon einen bestimmten Verdacht. Verdacht. Beweis habe ich, der Kerl mit den Stiefeln ist das gewesen. Habe ich doch mit eigenen Augen gesehen. Ich hörte das doch noch nicht quatschen, als er in den Muttgraben gesprungen ist, nicht? Habe ich noch in der Nachtjacke wieder rausgezogen. Den Stiefel meine ich. Der hatte sich ja so vollgesogen, ich musste schon mit beiden Händen so in die Strippens reingreifen. Pick mal. Und den... Was ist das denn? Mensch, das sind ja gar keine Strippens mehr an. Na, nur keine Strippen, was heißt das? Och, und das ist ja nicht mal eine Sohle und der Mann, das ist mein Stiefel ja gar nicht. Das ist ja ganz anderes. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Versehen Sie sich da nicht. Oh. Das ist ja gediegen. Na, da lass ich mich hängen, wenn der nicht vertauscht ist. Wo ist Wilhelm? Der hat ihn gekriegt und den soll der Donner schlagen, wenn der mir meinen Stiefel nicht wiedergibt. Sonderbar. Fräulein Kreinborg, könnten Sie uns den Knecht wohl eben wieder herrufen? Wilhelm? Ja. Ja, das heißt, ich glaube, der ist gar nicht da. Nicht da? Ja, er war doch da eben bei der Scheune. Hey, Wilhelm!
Kommen Sie mal eben her. Jo. Was habe ich gesagt? Wenn Trina Witt kommt, dann geht's erst richtig los. Hey, Wilhelm, geh doch mal raus, Sie warten doch. Wilhelm! Was ist denn los? Ich habe ja auch noch was zu tun, ne? Sag mal, du verflixen Karnickel, wo hast du meinen Stiefel gelassen? Ja, da hast du ihn ja. Das soll mein Stiefel sein. So ein schiefer Hacke, keine Sohle, keine Strippens, kein nix. Wo ich hau die Hier, du Taufkopf! Liebe Frau Witt, beruhigen Sie sich doch. Stimmt das? Haben Sie heute Morgen den Stiefel von Frau Witt in Verwahrung genommen? Ja, sie schmiss ihn da ja auf den Tisch. Und da sagt der Bauer, runter mit den alten, schäderigen Stiefel und schmiss ihn runter. Und da habe ich ihn aufgekriegt und in der Hackelkiste geschlossen. Frau Witt, und Sie wissen ganz genau, dass das nicht dieser Stiefel war. Halten Sie mich für so dösig, dass ich nicht gucken kann? Ich habe ihn doch an des Strippens hergetragen. Was sagen Sie dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Da weg nichts von. Oh, der hat ihn vertauscht. Das ist immer so ein Filou. Ich reiß Wilhelm, steckst du endlich wieder den Schlüssel auf die Hackelkiste? Ja, kann ich nur ja wohl tun. Entschuldigen Sie bitte. Ja, aber doch nichts zu entschuldigen. Frau Keinboch, Ja. Kröger, ja, wir machen Ihnen leider allerlei Umstände mit dieser Sache hier. Ach, das ja nicht, Herr Amtshauptmann. Ich habe mich bloß so geärgert über unseren Knecht. Jetzt hat er mir heute Morgen die ganzen Blumen kaputt getreten. Wer? Wilhelm? Ja, was macht er auch nachts unterwegs? So, der war heute Nacht unterwegs. Wo war er denn hin? Ja, er sagte ja zum Fischen. Und das zu nachtschlafender Zeit? Wachtmeister, merken Sie, warum der Stiefel vertauscht ist? Das scheint ja kein reiner Kram zu sein. Die Nachbarn sagten da auch was von einem Knopf, den Frau Witt gefunden haben soll. Natürlich, aber Sie lassen einen ja auch überhaupt nicht zu Wort kommen hier. Hier, der lag heute Morgen unterm Kammerfenster. Wachtmeister, gehen Sie dem Knecht mal eben nach. Sie wissen schon Bescheid, was ich meine. Jawohl, Herr Amtshauptmann, das können wir ja schnell feststellen. Was? Sie glauben doch wohl nicht, dass Wilhelm... Sie haben mir eben gesagt, dass... Nein, hat er nicht gesagt. Die Feuerwehr rückt an. Feuerwehr, was soll denn das, Feuerwehr? Ah, da seid ihr ja! Hey, Leute! Ja, komm mal hin! Amtshauptmann! So, Herr Amtshauptmann, nun kann das losgehen. Und wenn da einer drinsteckt im Wald, der muss er da raus. Lieber Herr Keinbock, es ist sehr wohl möglich, dass wir Sie gar nicht mehr brauchen. Ich nehme an, dass wir den Kerl schon haben. Was? Den Einbrecher? Ja. Nee, Herr Amtshauptmann, das ist nicht möglich. Das weiß ich nun besser. Warten Sie, ich glaube, der Wachtmeister bringt ihn schon. Herr Amtshauptmann, der Knopf, der stimmt. Ihm fehlen sogar 2 Knöpfe an der Jacke. Und hier, den hat er in seinem Koffer versteckt. Das ist er. Das ist mein Stiefel hier. Ich habe sofort nachgemessen. Die Spur passt aufs Haar. Was soll das? Was heißt das? Wie kommt der Stiefel hierher? Herr Kreinbock, der Verbrecher sitzt in Ihrem eigenen Haus. Da steht er. Was? Unser Wilhelm? Ja. Seid ihr nicht klug? Du verdreihtes Vieh! Herr Kreinbock, ich muss Sie nun bitten, sich nicht ganz und gar zu vergessen. Hier gibt es nichts mehr zu zweifeln. Oder wollen Sie noch behaupten, der Stiefel gehört Ihnen gar nicht? Ja, dann hört das ja nichts. Der Mann tau. Wilhelm, du kannst ruhig sagen, dass das dein Stiefel nicht ist. Herr Kreinbock, kein Wort mehr an diese Kreatur. Sie sind verhaftet. Das ist ungerecht. Du Landwiederdauer! Herr Renken, kommen Sie mal gau her! Jagen Sie mal schnell los, der Schneider muss her. Ja, aber der liegt doch halb tot im Bett. So ein Tüch reißen Sie ihm raus. Bringen Sie ihn her. Tot oder lebendig, das hilft doch nicht mehr. So, nur mal runter hier vom Hof. Herr Kreinbock, wollen Sie wohl dafür sorgen, dass wir mal einen Augenblick allein bleiben können mit Ihrem Knecht? Och, Herr
Amtshauptmann, das ist doch alles dummes Zeug. Unser Wille... Ich muss Sie nun bitten, uns allein zu lassen. Geht mal nach drinnen, alle zusammen, meinetwegen. Na, ich kann ja wohl hier bleiben, ne? Wir rufen Sie dann, wenn wir Sie brauchen. Ja, was hat das mit dem Stiefel auf sich? Das ist Mutter, doch irgendwie... frag doch nicht, nun komm doch bloß mit. Verdammte Schiedkorn, die ganze Geschichte. Na, Wilhelm, du weißt ja Bescheid, nicht? Herr Kreinborch, Sie müssen nun schweigen. Ja, ist all nicht so schlimm. Ich kann das leicht ab. Geschichte rüber, Leute. Geschichte mal rüber. Feierabend, Leute! Komm! Komm rein, ich Raus mal mit dem Kriegen, ne? Komm mal her. Wie heißen Sie überhaupt? Ich heiße Wilhelm. Ihren vollständigen Namen sollen Sie angeben. Ach so, der ist Wilhelm Tameling, als ich weiß. Die Personalien können Sie nachher aufnehmen, Wachtmeister. Jetzt erzählen Sie mir erstmal, wie Sie das angestellt haben, heute Nacht bei Schneider Witt einzubrechen. Tja, da weiß ich mit dem besten Willen nichts von. So eine Frechheit ist mir doch wohl noch nicht vorgekommen. Wollen Sie abstreiten, dass Sie heute Nacht unterwegs waren? Das gerade nicht. Das geben Sie also zu. Wachtmeister, Sie notieren wohl eben. Ja, weil der Amtshauptmann nicht weiß Bescheid. Wann sind Sie heute Nacht losgegangen? Ja, da muss so gegen 2 oder 3 gewesen sein. Aha. Und da haben Sie also eine Axt mitgenommen? Nee, bloß ein Messer. So. Und dann sind Sie den Weg lang gegangen nach Schneider-Witts Haus zu? Ja, das war der kürzeste Weg. Ja, nun erzählen Sie mal weiter. Ja, und dann bin ich bei Witts Haus abgebogen nach der Masch zu. Warum das? Ja, da hatte ich ja meinen Aalkorb stehen, in der Rieselei. Schade, dass Sie nichts gefangen haben, nicht wahr? Ja, das hat mich auch geärgert, dass da nichts in war. Da waren Sie verärgert, wollen Sie sagen? Ja, was ein Wunder. Dann nahm ich meinen Aalkorb auf den Nacken und ging wieder zurück. Nach Witts Haus zu? Ja, ach, Sie kennen den Weg. Ich kenne Ihren Weg ganz genau, Tameling. Und unterwegs dachten Sie, wenn Sie schon keine Aale gekriegt hatten, dann wollten Sie da jedenfalls was anderes kriegen. Und so sind Sie auf die Idee gekommen, bei Witt einzubrechen. War's nicht so? Nö, der Schneider hat ja selber nichts. Sie haben da nichts gefunden, wollen Sie jetzt behaupten? Nö, ich hab da ja auch nichts gesucht. Wachtmeister, haben Sie sowas schon mal erlebt, so einen verstockten Kerl? Herr Amtshauptmann, ich meine, wir könnten uns das vielleicht sparen. Das andere kann das Gericht ja machen. Nein, 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 das möchte ich schon gern selbst untersuchen. Sie hatten doch ein Messer mitgenommen. Was wollten Sie damit? Ja, da wollte ich die Aale mit abstecken. Wenn ich welche gekriegt hätte, heißt das. Wo ist das Messer? Zeigen Sie mal her. Ja, das habe ich hier in meiner Büchsentasche. Ah, da ist das schon. Ja, hier. Ist ja ein ordentliches Dings. Ja. Meinen Sie nicht, dass man damit auch einen Menschen erstechen könnte? Och, wenn es drauf ankommt, warum nicht? Sie nahmen aber lieber eine Axt. Nee, da mochte ich nicht mit schleppen. So ein Messer tut's ja auch für die Aale. Tameling, halten Sie uns nicht für so dumm. Ihr Lügen hilft Ihnen nur nichts mehr. Ja, wenn Sie es nicht glauben wollen, ist auch gut. Ich verbitte mir solche Frechheiten. Verstehen Sie, für einen Einbrecher sind Sie viel zu dämlich. Dann hätten Sie nicht den Knopf und den Stiefel da zurücklassen dürfen. Na, was sagen Sie jetzt? Nix. Herr Amtshauptmann, der Knopf, der stimmt. Da sitzt zwar noch eine andere Sorte zwischen, aber zu dieser Sorte passt er. Da hat er gesessen. Ach, den habe ich doch schon vor 14 Tagen verloren. Ja, solche Ausreden kennen wir. Immer dasselbe. Naja, und der Stiefel, da ist ja gar kein Zweifel. Die Spur passt aufs Haar. Frau Witz kennt ihn ja auch sofort wieder. Oder wollen Sie jetzt noch behaupten, das wäre Ihr Stiefel gar nicht? Nein, das ist er auch nicht. Wem gehört er denn? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das können Sie nicht sagen. Und warum hatten Sie ihn in Ihren Koffer eingeschlossen? Ja, irgendwo muss er ja hin. Tameling, merken Sie nicht, dass Sie sich festgelogen haben? Wollen Sie nur nicht endlich ein Geständnis ablegen?
Also mehr kann ich beim besten Willen nicht sagen, Herr Amtshauptmann. Denn nicht. Wollen wir uns gar nicht lange dran ärgern. Nö. Wachtmeister, sagen Sie, hat Frau Witt uns eigentlich schon angegeben, was hier alles gestohlen worden ist? Soviel ich weiß, hat sie bisher bloß von Geld gesprochen. Dann wollen wir Sie selbst mal fragen. Rufen Sie mir Frau Witt doch eben mal her. Jawohl, Herr Amtshauptmann. Soll Tameling hier bleiben? Nein. Schließen Sie ihn irgendwo ein, damit er nicht in seine Kammer kann. Sie verstehen? Jawohl, Herr Amtshauptmann, ich pass schon auf. Kommen Sie mal mit. Sie sollen mitkommen. Ja, ja. Ach ja, ja. Frau Witt, zum Verhör bitte. Ja, ich komme. Lügen können diese Kerls, das ist nicht zu glauben. Ach, Herr Amtshauptmann, ich kann das ja knapp glauben, dass Wilhelm das getan hat, nicht? Liebe Frau Witt, man kann den Menschen leider nicht ins Herz gucken. Und die schlimmsten Verbrecher haben manchmal das ehrlichste Gesicht. So, nun, setzen Sie sich da mal hin und dann erzählen Sie mir mal ganz genau, wie das heute Nacht alles vor sich gegangen ist. Ach, Herr Amtshauptmann. Ja, wann ist das passiert? Wann? Ja, heute Nacht doch. Ich meine, zu welcher Stunde? Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Unser Wecker, der geht nicht. Das heißt schon ein halbes Jahr die Feder von ab. Kann das so zwischen 2 und 3 gewesen sein? Ja, das kann gut angehen. Da wachten Sie also auf. Ja, und da rufe ich ja gleich, Peter, was ist da denn los? Er lag ja nebenan. Ich aus dem Bett. Da sehe ich ihn aus dem Fenster springen und dann schreit er auf. Also ich in einen Rutsch in Tüffeln und Nachtjack aus der Seitentür raus. Und da liegt mein arm Peter da in Hemd an der Erde. Und der Kerl, der lief weg durch den Garten. Erkannt haben Sie ihn aber nicht. Erkannt, nee, Mensch. In dunkler Nacht und bei der Aufregung. Naja, und dann die Angst. Ja, das ist zu verstehen. Was Angst? Ich Angst. Herr Amtshauptmann, da kennen Sie mich aber schlecht. Ich, so wie ich war, mit meinen nackten Beinen hinterher, kriege eine Mistforke zu fassen und jage ihn die so von hinten ins Kreuz. Die Mistforke ins Kreuz, ja, da hätten Sie ihn ja erstechen können. Jawohl. Ich glaube auch, dass ich ihn getroffen habe. So, das glauben Sie. Ja, liebe Frau Witt, Sie dürfen hier nur das sagen, was Sie ganz sicher wissen. Naja, ich konnte mal nicht so schnell laufen wegen meiner Pantoffeln, nicht? Sonst hätte ich ihn ja durch und durch gestochen. So war ich in Rage. Naja, weil er Peter ja einen mit der Axt vor den Kopf gehauen hat, nicht? Ganz recht, ja. Und die Axt, hatte er die denn noch bei sich? Die Axt? Nö, der hätte ja nicht so laufen können, nicht? Der ist ja mal so übern Stackett gesprungen und rein in den ollen Muttgraben. Da blieb ihm ja auch der Stiefel beistecken, nicht? Der Stiefel, ganz recht, ja. Und die Axt, haben Sie die dann nachher auch noch gefunden? Die Akten? Nö, ich habe noch überall gesucht, aber die Axt war nicht mehr da, nee. Sie wissen aber ganz genau, dass er ihn mit einer Axt niedergeschlagen hat. Ja, mit was denn sonst? Wie Peter sagte, ja nicht Muck noch Mack, wie er da lag. Ich habe ihn gleich ins Haus geschleppt und einen Kamillentee gekocht. Ja, was sagte der Arzt denn? Och, das kurieren wir immer selbst. Wir sind ja nicht in der Krankenkasse, nicht? Ja, ich schicke Ihnen nachher den Amtsarzt vorbei, aber jetzt erzählen Sie mir erstmal, was ist Ihnen denn nun alles weggekommen? Ich meine, was Ihnen alles gestohlen worden ist. Ja, Herr Ahn, sag mal, wie soll ich das nur alles so genau wissen? Also unser ganzes Geld war ja heute Morgen weg, nicht? Bezahlen können wir nun nichts mehr. An Steuern ist überhaupt nicht mehr zu denken. Ja, wie viel war das denn wohl? Ja, das weiß ich nicht so genau. Geldsache macht immer mein Mann. Naja, dann werden wir das ja morgen zu hören kriegen. Aber Sie hatten das weggeschlossen. Ich meine, das war in einem Kasten oder so. Ja, das liegt bei uns immer in der Kommode, in der böbelsten Schublade, im Zigarrenkasten. Und die Kommode, die war abgeschlossen? Nee, das Schloss ist kaputt. Der Schlüssel steckt da immer in. Das ist nun ja zu dumm, dass wir überhaupt nicht wissen, wie viel das eigentlich war. Vielleicht kann Frau Witt angeben, ob sie das in Scheinen oder in Hartgeldigen hatte. Ja. Nee, hab ich ja gesagt, weiß ich nichts von, habe ich mich nie umgekümmert. Ja, zu dumm. Und andere Wertsachen vermissen Sie nicht. Ich meine, was Sie so an Gold- und Silbersachen besitzen. Gold,
Nee, der Wecker ist ja noch da. Den hat er ja zum Glück nicht gefunden. Ja, Wachtmeister, was meinen Sie? Wir müssen uns das nachher mal ansehen, wo er reingeklettert ist. Na, durch ein Fenster doch. Das wissen Sie ganz genau. Ja, das stand doch nachher offen und da hatte ich auch den Knopf bei verloren. Nicht? Und der lag also unter dem Fenster. Ja, genau. Und da waren ja auch noch die Fußspuren zu sehen. Ich hatte nämlich gestern zufällig gehakt. Ja, Wachtmeister, ich glaube, es ist das Beste, wenn wir jetzt erstmal nachsehen, ob er das Geld irgendwo versteckt hat. Das ist wohl das Beste, Herr Amtshauptmann. Ja, ist gut, Frau Witte. Ja, Sie können jetzt gehen. Ach so, ja. Ja, wir gucken nachher noch mal bei Ihnen vorbei. Ach so, dann will ich mal schnell meine Tasse Kaffee zu Ende trinken. Da war ich just eben mit dem Mann bei, nicht? Da haben Sie aber. Was halten Sie von Frau Witts Aussage, Wachtmeister? Die Sache gefällt mir nicht ganz. Sie trägt ein bisschen aus, wie das scheint. Ja, leider immer dasselbe. Die einfachsten Leute haben in solchen Dingen die blühendste Fantasie. Naja, psychologisch ist das ja zu verstehen. Ja, was ist das für eine Art und Weise, Wilhelm in Torfschuppen zu sperren wie ein Affe? Wir tun unsere Pflicht, anders nix. Herr Kreinborg, wissen Sie vielleicht, ob Tameling irgendwo Schulden hat? Ich meine, ob er sich vielleicht etwas gekauft hat, wofür er Geld brauchte. Unser Wilhelm hat in seinem ganzen Leben noch keine Schulden gehabt. Der hat ja mal Geld genug. Der spart ja, dass er bald geizig ist. Aha! Aus Geiz ist schon mancher zum Dieb und Einbrecher geworden. Aber unser Wilhelm doch nicht. Das wird sich herausstellen. Wollen Sie uns nun mal eben seine Kammer zeigen? Ich weiß Bescheid, Herr Amtshauptmann. Aha. Wir können hier durchgehen. Ja. Danke. Donnertübel und dort sei noch mal. Wenn ne verdreite Stäbel doch bloß 1 Million Depp in den Grundsack wär, man schulde Witze, Forst hat Genick auftreiben. Du, Jan. Was willst du? Jan, ich will wissen, was los ist. Der Dübel ist los. Ich will wissen, was das hier mit dem Stiefel auf sich hat. Weiß ich das vielleicht? Du, das ist nicht Wilhelms Stiefel. Das ist deiner. Meiner? Bist nicht klug? Der ist mir ja 10-mal zu weit. Da kann ich ja noch einen Mietsmann mit reinnehmen. Wer weiß, welchem Butcher der gehört. Dir. Da lache ich doch über. Hast doch gehört, dass meine beim Schuster sind, nicht? Na, ich kenne doch deinen Stiefel. Und ich sag dieser und kein anderer, der gehört zu dem anderen. Du lässt den Stiefel da liegen? Das ist eine dienstliche Sache, das geht dich nichts an. Na schön. Muss ich eben andere Leute fragen. Was denn du? Wo willst du hin? Zum Schuster. Will mir doch die Stiefel mal ansehen, die Wilhelm da hingebracht hat. Ob da schon neue Sohlen oder müssen. Sag mir doch mal, du bleibst hier. Die werden besohlt und damit basta. Hast dich ja nur gemacht, wenn ich den Kopf warm. Ich will jetzt endlich wissen, was los ist. Was los ist? Eins ist los, die ganze Welt ist los. Och, ihr seid doch alle verrückt, verdreht und vernagelt. Und das muss wegen diesen ollen, arsigen Stiefel, du Hund von der, du Satansgoat, du ollarsige Kanaille, ich schmeiß dich in... Verrückt geworden, Jan? Ich denke, das ist eine dienstliche Sache. Also lässt du mich los? Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht will. Du hast mir das aber versprochen. Was ist das los? Was soll die olle Rangelei da? Erst schluckst du mir den Knopf ab und dann willst du nicht. Du hörst ja, ich mach nicht. Na schön, dann erzähle ich die ganze Geschichte dem Gendarm. Sollst mal sehen. Was sagst du da, Gendarm? Hast du dusseliger Schnösel nicht schon genug angerührt? Wenn du nicht machst, dass du von Hof kommst, du, dann hau ich dir! Also ein für alle Mal, Mutter. Ich mach ihn nicht und ich nehme ihn nicht. So, du weißt Bescheid. Sag mal, seid alle verrückt geworden hier heute Morgen. Einer hat doch einen Dollar im Kopf wie der andere. Was sagt er da von Knopf? Oh, hab ich gar nicht drauf geachtet, auf sein dummes Gesammel. Weg damit. Hey, was schmeißt du denn in unseren Brunnen rein? Nix. Bloß ein Stein. So, den habe ich von Hof gebänzert. Der kommt nicht wieder. Und wo ist der Stiefel geblieben? Das geht dich nichts an. Dies geht mir nichts an und das geht mir nichts an. Ich will bloß wissen, was es noch gibt. So, Herr Kreinborg, was sagen Sie jetzt? Wieso? Das hatte er in seinem Bett unterm Stroh versteckt, einen halben Strumpf voll Geld. Alles Markstücke und Taler. Das sind mindestens 200 Mark. Du Dösballe, warum bringst du das nicht nach der Sparkasse? Nee, da war mir das nicht sicher genug.
Dann wollen wir es kurz abmachen. Wachtmeister, haben Sie Handschellen mit? Was? Sie glauben doch nicht, dass Wilhelm das gestohlen hat? Sie glauben doch nicht, dass Frau Witt es ihm geschenkt hat. Herrgott, noch mal, begreifen Sie denn nicht? Das ist doch sein Jahreslohn. Das hat er sich sauer genug verdient. Das wird sich herausstellen. Ist Frau Witt wohl noch hier? Die ist doch in der Küche. Ich hol sie eben. Und ich hol ihn. Gottlob, nun kommt der Suchs, das ist doch schick. Lena, bist du doch fertig? Wachtmeister, sehen Sie das hier bitte mal nach. Jawohl, Herr Amtshauptmann. Komm. Wenn Sie dich mitnehmen wollen, dann sag ich das von dem Knopf. Dann muss Vater sehen, wie er damit klarkommt. Och, look mal, mein Dern, das Drecksweg Arns wird so recht. Pass bloß ein bisschen mit auf, dass die mir nicht mit den Strumpf durch die Lappen gehen. Was? Steh, du Schwachklappen! Mir will ich zeigen, dass du stehen kannst. Hier, komm schon her. So, und da bleibst du. So, Herr Amtshauptmann, das ist der Schneider, den Sie mit der Axt vom Kopf gehauen haben. Ja, aber Herr Kreinbauch, was fällt Ihnen ein? Sie können hier doch nicht einen halbtoten Menschen anschleppen. Was, der und halbtot? Du sag doch mal was. Kannst nicht schnacken? Ich weiß nicht, ich fühle mich so schlecht und ich habe noch so einen Kopfweh. Hey, was machst du denn? Hab ich dir denn nicht gesagt, dass du im Bett bleiben sollst? Das kann doch dein Tod sein. Der Tierarzt hat mich herausgerissen. Und Mulwief, du wärst hier nicht gefragt. Kreinbauch, sind Sie verrückt geworden? Ach was, ich bin ein Spektakel, du Sack. Du mach das Biegen oder Brechen. Hier soll kein Unschuldiger ins Loch. Und wenn ich da selber rein soll, sag mal, du Nachtmütze, was hast du mir da gestern vorgetüdelt? Du kannst deine Schulden, deine Steuern und Schulden nicht bezahlen, weil du seit einem halben Jahr nur ein paar alte Hosen und Büchsen zu flicken hattest? Was? Und dass du dir nicht mal einen Prien kaufen kannst? Ja, das ist doch auch wahr. Das sind ja so schlechte Zeiten. So. Mit einmal soll dir einer ein paar hundert Mark geklaut haben. Nee, so viel ja nicht. Ja, wie viel denn? 10 Mark, 3 Mark, 5 Groschen vielleicht? Ich weiß nicht, das Geld, das verwahrt immer meine Frau. Das ist doch nicht wahr, das hast du doch immer weggelegt, wenn wir was hatten. Wenn ihr was hattet, so. Und wenn ihr nichts hattet, so wie gestern. Ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass uns Geld gestohlen worden ist. Ja, ist das denn noch zu glauben, Frau Witt? Was sagen Sie dazu? Hab ich ja gesagt, weiß ich nichts von, habe ich mich nie umgekümmert. Nee, das hast du gesagt, dass uns Geld gestohlen worden ist. Was denn nun? Ist Ihnen gar nichts gestohlen und nun haben Sie sich den ganzen Einbruch mal so aus den Fingern gesogen. Das soll Ihnen teuer zu stehen kommen, so eine Schwindelei. Nee, Herr Amtshauptmann, so nicht. Eingebrochen haben Sie. Ach, was? Aber ich hab den Kerl doch selbst gesehen. Er hat Peter doch einen mit der Axt vor den Kopf gegeben. Herrgott, du red doch, du Tüffel. Ja, geschlagen hat er mich. Der knallte doch mal so auf die Erde. Aber das Geld hier, das gehört Ihnen nicht. Wenn ich denn sagen muss, Herr Amtshauptmann, leider nein. Das ist leider mein, Herr Amtshauptmann. Verflixte Angelegenheit, der Mensch Tameling, was hatten Sie da denn einzubrechen, wenn Sie gar kein Geld stehlen wollten? Was hatten Sie da denn zu suchen? Oh, ich hab mir da wohl eine neue Hose anmessen lassen wollen. Werden Sie nicht auch noch frech? Einen Augenblick, Herr Amtshauptmann. Herr Kreinbauch, ich habe da eine Idee. Was der für Ideen hat, möchte ich wissen. Donnerschlag, das ist ja auch wahr. Herr Amtshauptmann, der Tierarzt hat mich eben auf was gebracht. Kann sein, dass ich den ganzen Einbruch schon aufklären kann. Wieso? Ja, aber erstmal müssen die Frauensleute weg. Mutter und Lena, geht mal eben nach drinnen und nehmt die Witsche mal Nee, mit. das gibt es nicht. Ich bleib hier. Halt, Mulwief, was nu kommt, ist bloß für die Mannsleute. Komm, Trina, mit ihm wirst du heute Morgen doch nichts mehr. Keine Angst, Fräulein Lena. Das kommt alles wieder in Ordnung. Fräulein Lena. Fräulein Kreinburg heißt es für Sie, nicht? Komm mit rein, los. Wollen Sie mir jetzt bitte sagen, was das alles zu bedeuten hat? Sollen Sie gleich hören, Herr Amtshauptmann. Aber erstmal muss ich den Schneider ins Kreuzverhör nehmen. Ha? Jo, komm mal her, du Pajaц! Was erzählst du da für Lügen? Wer hat dich vom Kopf gehauen? Der Kerl doch heute Nacht. Mensch! Ich brech dir alle Knochen im Leib kaputt. Aber Herr Kreinbauch, Ach was, das hilft du nicht mehr. Wer dich vom Kopf gehauen? Willst du nun gestehen? Ich hab doch das... Was gibt das nun? Was gibt das nun? Wer hat dich vom Kopf gehauen? Ich weiß nicht.
So, du weißt nicht. Das ist ja schon was. Nur mal weiter. Hat dich heute Nacht überhaupt ein Mensch angefasst oder dir was getan? Weh dir, wenn du lügst. Ja, angefasst ja gerade nicht, aber da stieg einer ins Fenster und da kriegte ich so eine Angst. In welches Fenster? In die Küche oder in die Wohnstube? Nee, meine Tochter ihre Kammer. Wie kommst du denn in deine Tochter ihre Kammer? Und Trina, die wollte mir einen Umschlag machen. Ich sollte schwitzen. Und da wollte sie mich nicht in ihrem Bett haben. Ja, und weil unsere Tochter gerade ein paar Tage weg war. So, du Dussel! Du legst dich in junge Deren ihr Bett und wenn da ein Kerl einsteigen will, dann meinst du gleich, du sollst umgebracht werden. Mach's nicht so? Ja, das kann wohl so gewesen sein. Ja, aber Herr Kreinbach, was erzählen Sie denn da? Woher wollen Sie das denn alles wissen? Hat mich Herr Renken aufgebracht. Und nun kann ich mir alles so genau vorstellen, als wenn ich das selbst erlebt hätte. Da hat die junge Deren einen Kerl wohl so ab und zu ein bisschen zugeplinkt, nicht? Und der hatte heute Nacht vielleicht einen Lütten in der Krone und klopft an ihr Fenster und hört da was schnarchen und klettert in seinen Dunenkopf rein. Konnte er auch nicht wissen, dass die verdammte Deren weg war. Ja, aber dann wäre das ja gar kein Einbruch gewesen. Nee, ganz was anderes. Was muss der arme Kerl sich wohl verjagt haben, was? Wollen die junge die angreifen und greift sich einen alten Schneider, du. Dann bleibt das immer noch Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Herr Witt, Sie müssen doch wissen, wo Sie den Schlag hergekriegt haben. Ach, der mag so wohl schlimm nicht gewesen sein. Reiß den Klünten mal runter. Nee, das geht nicht. Aua! Ah, komm mal her. Ah, Lütsche Beule ist er ja, muss ich ja zugeben. Aber eine Axt ist das ganz bestimmt nicht gewesen. Sonst wäre dein Mörderschädel doch eingeknickt wie eine Eierschale. Und das war aber ein ganz großer Bums. Ich flog mal so über den Kopf. Sie sind aus dem Fenster gesprungen, nicht wahr? Ja. Ich wusste doch nicht, was der Kerl von mir wollte. Ne? Nur mal weiter. Der Teufel soll dich holen, wenn du jetzt nicht die Wahrheit sagst. Wo hast du die Beule her, du Flatz? Ja, ich sprang da auf eine Hake und haute mir das Stiel so von Mann, bist du ein Held, du. Das war eine große eiserne Hake. Die hatte Trina da liegen gelassen. Ja, aber das hätten Sie uns doch mal gleich sagen können. Da lügen Sie uns einen ganzen Roman vor von Mord und Totschlag. Kamelin, kommen Sie mal her. War das so? Wollten Sie bloß bei der Deren einsteigen? Ich, Herr Amtshauptmann, sehe ich noch so knackig aus, dass ich mir das traue. Ja, aber warum zum Teufel haben Sie denn den alten Stiefel versteckt? Ach, ja, das war mir rein zu schade, den schon wegzuschmeißen. Ja, aber der Knopf, Herr Amtshauptmann. Ja, Herr Jesus noch mal. Wem fehlt nicht mal ein Knopf an der Jacke? Mir doch auch. Sollte mich gar nicht wundern, wenn der sogar passt. Nee, der ist ganz anders. Was? Ja. Tatsächlich. Sonst würden Sie noch glauben, ich bin das gewesen, nicht? Aber Herr Kreinbach, für so dumm dürfen Sie uns nun wirklich nicht halten. Ja, wer kann das wissen? Ich war heute Nacht ja auch unterwegs. Na, was gibt's? Ist mir denn das nur gewesen? Nee. Ach. Hören Sie mal zu, Frau Witt. Sie haben uns da ganz bös vorgehabt. Der ganze Einbruch ist nichts als ein Spuk, hat sich herausgestellt. Was das soll ein Spuk sein, wo Sie meinen? Peter, warst du dein verdammten... Den hab ich ihn runtergerissen, du Trütsche. Der ist auf eine Hage gesprungen und hat bloß einen mit dem Stiel von Dötz gekriegt. Das ist alles. Auf eine Hage? Und mir hat er gesagt, oh, so eine Gemeinheit. Nun kann man seinen eigenen Mann nicht mehr glauben. So, was hast du da geflunkert von all unserem Geld, was? Jetzt hast du mir das aber mit der Axt vorgelogen, du. Ja, das ist doch deine Schuld. Was hast du denn die alte Hage da liegen lassen, was? Das könnt ihr euch zu Hause weitererzählen. Ich verlange aber, dass untersucht wird, wer der Kerl mit den Stiefeln
gewesen ist. Oh, das ist uns puttegal. Sie können sich bei Herrn Kreinborch bedanken, dass der Fall so schnell aufgeklärt worden ist. Vor Gericht wäre Ihnen das teuer zu stehen gekommen, nicht wahr? Ja, ja. Na, sein Denkzettel hat er ja weg. Ich habe ihn ja wenigstens noch die Mistforke ins Kreuz gejagt. Ins Kreuz? Weißt du, Tüffel, überhaupt, wo das Kreuz sitzt? Mach das nun Drehkress und lass dich hier nicht wieder sehen, verstehst? Na dann komm, du Bangböcks. Ich will dir schon zeigen, was eine Hake ist. Nicht auf, Tina! Nicht auf! Ja, wo ist denn nur der Stiefel abgeblieben? Den habe ich schon in die Mistkuhle geworfen. Dass er bloß nicht wieder auftaucht. Aber Herr Kreinborch, wenn Sie das alles geahnt hätten, dann hätten Sie uns doch gar nicht angerufen, oder? Habe ich doch auch gar nicht getan. Das war doch der olle dösige Piepers. Herr Gendarm, der Knopf, das ist ein ganz verkehrter. Trina Winnierer, das war ein ganz anderer. Du dösiger Bengel, scher dich nach Hause! Herr Amtshauptmann, sollte man den hier noch belangen können wegen falscher Anzeige? Ach, nun lassen Sie mal, ist ja gut, dass alles so abgelaufen ist, nicht? Und entschuldigen Sie nun. Frau Kreinborch, vielen Dank. Herr Amtshauptmann, bitte. Wiedersehen, Fräulein Kreinborch. Wiedersehen. Herr Renken, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank auch noch für das Frühstück, Frau Kreinborch. Gar nicht für Herr Gendarm. Ist ja eigentlich schade, dass Sie nur ganz umsonst wieder abziehen müssen, nicht? Ganz umsonst nicht. Sie kriegen nämlich noch ein Strafmandat, Herr Renken. Sie sind vorhin auf dem Gemeindefußweg gefahren. Aber Sie saßen doch selbst mit drin. Das macht nichts. Gesetz ist Gesetz. So. Na, dann kippe ich das nächste Mal die ganze Obrigkeit einfach in den Graben. Das schaffen Sie nicht. Die sitzt fest. Moin! Moin. Tja, nun möchte ich aber doch zu gern wissen, wer da nur eigentlich nachts eingestiegen ist bei Witz. Der arme Kerl. Der mag heute Morgen wohl schon genug Angst ausgestanden haben, was, Vater? Ja, das meine ich auch. Da wäre doch nach lange an Denken. Nicht? Oh, Herr Renken, Sie haben sicher noch gar nichts zu essen gehabt. Nicht? Wie ist das? Kommen Sie nicht ein bisschen mit rein? Oh ja, Herr Renken, das dürfen Sie Vater nicht abschlagen. Tja, ich weiß nicht recht. Wenn Frau Kreinborch das Recht ist. Oh Gott, wegen mir. Da hat man richtig Hunger beigekriegt, nicht? Wie ist das, Mutter? Kriegt man ordentliches Frühstück auf den Tisch. Und ein Buddel Wein dazu. Denn das müssen wir begießen. Naja. Ja, dann mal zu. Dann kommen Sie mal rein, Herr Renken. Danke. Oh, aber trinken Sie doch nicht auf Mutters Blumen. Das kann sie nicht haben. Also mal los, rein mit euch. Hey. Hey, Philipp! Jo, was ist los? Du, ich habe ihn da hinten in die Scheune geworfen. Ja, ich habe ihn schon. So ein verdammtes Biest, du Arsch, hast mich geärgert. Ja, was soll da nun mehr passieren? Hast den anderen auch. Leg unter das Trau. Down nach dem Schuster damit und beide Sohlen runter, dann hätte Comedy nennen.